Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 9. Ditmal noch mehr von einem en Company Draschen an onze Kinder in Jugendjahren in Chihuahua, Mexiko. In Blumenurt, wo ich ab was, da war damals noch mal bloß eine Draschmaschine. Und wenn das Draschen in unserem Dorf anfang, dann konnte ich ein Bauer erst all seine Getreidegaben, meistens Hovergaben, nach Haus führen und Draschen loten. Und dann der andere Bauer. Jeder Bauer wisst von Fuß an, dort, wenn die eine Kompanie in ihrem Dorf ungefähr die Hälfte von ihrem Hover oder Getreide gedrascht haben würde, dann würde die andere Kompanie auch erst die Hälfte von ihrem Getreide draschen. Und dann konnte die Kompanie, wo dort erste angefangen und all die Hälfte ausgedrascht hat, een ewigen Hover oder ewiges Getreide draschen. Einmal hatten Wort von den Bürgers nicht bloß Hover, aber auch Jost oder auch Han war da mal ein bisschen weit zu draschen. Und wenn eine große Hoverabend gewassen wäre, dann die dort meist bei Weihnachten bei Beidkompanien und Blumenurt mit dem Draschen fertig geworden wären. Ich erinnere mich daran, dass wir wenigstens einmal auch noch im Bett Hirsch gedrascht hatten. Und uns Kinder ging das sehr gut, man den Hirschklampen man können. Die Hirschkinder waren sehr klein und sehr glatt, ab Hochdeutsch ist das Hirsee. Die Kindertjes waren so glatt, dass, wenn die Hirschklampen hoch genug abgeschert worden wären, dann konnte man da einfach deep genug hineinglitschen, um die Beine untergehen und stecken, sodass man dort auch an einem Flosklampen kann. Da wären soll wieder manch gar nicht spielen, auch wenn uns Klampje Hirsch gar nicht groß genug wird, um die Beine untergehen. Uns Klampje Hirsch lag auf dem Bein von dem kleinen Wohnhaus und auf der Viertelstädt stand, wo unsere Eltern von unserer Tante Aganita gekauft hatten, wo mal aus Wirtfrüh von Kanada nach Mexiko gekommen wir und Fußbesied uns gewohnt hat. Sich Lothar aber mit Onkel Jakob Reimer in Nienborg befried hat und dahin getrokken wir. Der Draschdag fang an unserem Dorf Samariens meistens dann an, wenn das zu Dagen anfang. In der Diet zu Ovens war das so bei 1 oder 2 Stunden diester geworden wir. Dort die Stärke und Getreideführer auch zu Ovens sollen besser sein können, hat Onkel Jakob Dick einen kleinen Generator auf seine Draschmaschine festgemerkt, wo mit einer Seite über ein von den Draschmaschinen-Pulleys dreif und genug elektrischen Strom produziert, um wenigstens eine Blitzlampe oder eine Lichtbulb zu fördern. Diese Bulb hat ich glaube, nach boven den sogenannten Buschler so angehangen, dass die ganze Maschine so ein bisschen bedacht. Mir ist das so, als wenn man diesen Generator ein Dynamo nannt. Wenn das an einem Draschtag Mittag wird, dann brachten meistens entweder die Voders oder die 8 bis 12-jährige Kinder dort Eten für ihre Drascher durchhauen, wo an dem Tag gedrascht wird. Und während die Arbeiter eiten, fordert jeder Gaben und Getreideführer seine Pferd hängen an seinem Wagen. Alle Gabenwagens hatten hinter dem Gabengestell einen Vordertrag angebüht. Und wenn das fastpartiert wird, dann wird das weiter so getan. Man braucht Eten daheim von Tüß und lürt, was die da wären zum Eten. Einmal als ich als 6-jähriger Jung dort Eten von meinem Bruder nur die Stadt heimgebracht hat, wo an dem Tag gedrascht wird, und da ein Stückchen lüren muss, was er mit seinem Federbad gekommen wäre, dann hat Onkel Heinrich Freis, mein Töchtchen für Schwiegervater,
dat Eten von seinem Knecht auch dahin gebracht. Und während hij da auch lürt, früchte mir allerhand Frauen, würden mir als kleiner Jung so ein Bett verdreht verkämen. Ich weiß all nicht mehr, was diese Frauen alle wären, aber eine davon weiß ich noch so klar. Hij vroeg mich, ob ich all wat Saas talen kann. Und sie dann hieran, ich kann mal wat 5 talen, nicht wat Saas. Ich weiß noch, wo angeschickt mir dort verkäm, dat ein großer Mensch wird sagen, dat hij wat 5 talen kann, aber nicht wat Saas. An dem Drascher Sinne, oder vielleicht die Company ihre Regel wie so, dort waren 2 Gaben für wir uns ladig worden, wann die Sonne noch mal rot untergegangen wäre, dort aber noch ganz Tag wäre, dann mussten sie ihre Lader bei uns oder herbachsen noch weiter vollstärken fahren, so dass sie mit ihren Feiders, wenn das am nächsten Morgen zu dörren anfangen wird, damit bei der Draschmaschine reinsenden würden. Aber wenn das all anfängt, diester zu werden, wenn wir uns ladig geworden wären, dann mussten sie am nächsten Morgen all so tätig nur dem Hoverhaken vielleicht anfahren, dass sie, wenn das anfängt zu dörren, ihre Lader bei uns anfangen, voll zu stärken. Wenn die Gaben mal von den sogenannten Darbskerls geholt worden brauchten, zum Draschen, dann wurden mal 8 Gaben bei uns gebraucht zum Gaben vieren. Aber an so eine Tag, wenn die Gaben von den sogenannten Farmländern oder sogar von noch wieder aufgeholt worden mussten, dann braucht man 10 oder 12 Gaben bei uns, da noch, wo wir die Gaben vom Darb aufwehren. Abraham Peters und Gerard J. Rempels von Blumenort kauften 1940 den damals sogenannten Schreider Rancho, wo er auch Quinta Lupita heißt. Das Rancho liegt ungefähr auf dem Meer zwischen Blumenort und Cuauhtémoc. In der Schrotzweig, wo er damals noch von Blumenort nach Cuauhtémoc hinging, der ging gerade bei sie diesem Rancho vorbei. Und dann in den Meer 1940er Jahren, als Blumenortje Büros all veel Land buiten dem mennonitischen Plan dichter bei Cuauhtémoc, entweder Egenden oder Pachten, dann draschten viele Büros ihren Hover auf dem Quinta Lupita Rancho. Und als diese Büros ihr Hover durchgedrascht wird, dann vierten Saas getreut für den Hover aller von der Draschmaschine direkt nach Cuauhtémoc an, würden durch jeder fuhr und leiten den Hover in Castro oder Wisborne ihre Specker entscheiden. Und ich war damals auch einer von den Saas Getreidführer. Ein paar von diesen Getreidführer hatten dann all einen sogenannten Kornwagen dazu, aber ich stückert diese ungefähr 5 Kilometer noch mit einem großen haltenden Wagen einen Träg von Quinta Lupita nach Cuauhtémoc. Wenn wir nicht im Darb draschten, dann muss jeder Arbeiter sein Eten von Tüß mitbringen, also auch nur den Quinta Lupita Rancho. In den Lot 1940er Jahren hatten einige Blumenorter auch all noch dichter bei Cuauhtémoc Land gepacht und Hover geackert. Und als unsere Company ein Jahr, all im Dezember, als es all jeder Nacht so kalt wird, diese Büros ihren Hover da so weit auf von Tüß draschten, dann hatten unsere Vaters am nicht zu jeder Nacht so weit nach Hus kommen zu brocken, in der große Kalt, und auch am nicht so viel Zeit zu verlieren mit Hahn Trägfahren, hempels ihren Stahl in Cuauhtémoc gerannt, um die Gaben Getreid für ihre Pier da zur Nacht unterbringen. Und sie hatten auch hempels ihre große Schlupfstove am Stahl, und wo eine sehr einfache Bad steht, ohne Badenstunden, für so eine Leute, die von weit auf nach der Stadt kommen mussten und manchmal da über Nacht bleiben, für die Drascharbeiter zum Schloppen gepacht. Das wäre gar nicht sehr gut für uns junge Jungs. Wir wären an andere Ovens zu meid, zum nach rumdrieben gehen. Aber wenn wir an der Stadt danach bleiben, dann wären wir nicht zu meid, zum da noch schwind in Bett beim Markthus rumdrieben, wo kleine Sturches Lot im Abend abwehren. Im Jahr 1947 gab dort im Bustiustal eine sehr große Hoverabend.
En dan fangen we gaven en getreidvierer met einmal aan tot de vorderste zaaien. Wer 1000 oder mehr Buschel hover drascht, der soll all de Drascher wenigstens eine Buddel Bayer geben. En dan met einmal deit erst ein Vorder dort, en dan noch einer, solang bad wie von jeder Bühr wenigstens eine große Buddel Cruz Blanca Bayer gekriegt haben. Von einigen Bühres, wo ne von 3 bis 5000 Buschel hover kriegen, kriegen wir sogar 2-mal eine Buddel Bayer. Einige Bühres geben die Arbeiter die Uitwohl, dort sie entweder einen großen Cruz Blanca haben und uittrinken können, oder 2 Buddel Soda Corriente, Billion Cider. Und da wäre einer von den Gabenvierer oder stärker, so als sie bei uns in unserer Zeit genannt worden, dort wäre all ein befrieder Mann, vielleicht so bei 25 Jahre alt, vielleicht noch älter. Das Mann wäre ein guter Arbeiter, ein sehr gescheiter, aber so ein Bett ein enkel denkender Mensch. Und das Mann will sich lieber 2 Sodas Corrientes uittrinken als einen Cruz Blanca. Dann hat wir all jeden Abend, als wir diese Drinks kriegen, und er sagt, er will nicht dünn sein, wenn er vielleicht all bediester mit seinem Feider kommen wird. Aber dat wir an diesem noch fassbar sehr schön warm, und er trank seine 2 Ciders, einen hänge den anderen uit. Und dann redt wir am Ende, dat wenn er 2 Sodas Corrientes hängen und der uittrank, dann wird am dort davon auch all drehen. Und dann, eine halbe Stunde later, als er nach Rot vor Sonnenuntergang, fuhrt hinter dem Hof, fuhr nur ein Feider gaben, abzustärken, dann dachte er wirklich am Dreh dort. Er fuhrt zum Hinterhag vom Hof herauf und jocht einmal nach dem anderen Mal, so dreht er dort. Aber dann later dachte ich darüber nach, wer dort das Mann, wo er ein bisschen schasselig wäre, oder wie vielleicht noch Schasseljahrs hei, dort wir am Sonntag anreden würden. Ein neues Wort von einem Strohbad. Was ist ein Strohbad? Ein Strohbad ist eine Strohmatratze oder ein von dicket, starket, Zeug gemerkter Sack voll Stroh, wo ein Strohbad genannt wird. Wie die wir in Mexiko in den 1930er und 40er Jahren abwassen und nu all so lange in Kanada gewohnt haben, wir haben vielleicht all meist davon verjeten, dort wir unsere erste 20, 30 oder noch mehr Jahren auf Strohbads geschloppen haben. Unsere Kinder und viele von jüngeren Kindern haben in Mexiko auch noch auf Strohbads geschloppen. Aber unsere und jüngere Großkinder weiten sicherlich gar nicht, was ein Strohbad ist. Denn hier in Kanada schloppen wir und auch unsere Kinder und Großkinder alle sehr lang nicht mehr auf Strohbads, aber auf sehr feine, makelige Matratzen. Aber in Mexiko, als wir da in den 1930er und 40er Jahren abwassen, dann schleipen nicht mal die meiste von uns Kinder auf Strohbads, aber auch die meiste von uns Eltern. Auch in den 1950er Jahren schleipen die meiste junge Eltern und ihre Kinder in Mexiko noch auf Strohbads. Ich erinnere mich daran, dass so schwind als in jenen Jahren bei uns auf dem Hof, im Hofs, hovergedrascht worden wir, dann wurden unsere Strohbads jeder Mal alle ladig geschert, uitgewaschen und voll frisches oder niet hoverstroh geprammelt. Das Strohbad oder die Strohsack wird von starket, dicke Zeug gemerkt, so lang und so breit als die Schlafbank oder das Bad wäre, wo dort gemerkt worden wäre. Und die wäre ungefähr so dick, als unsere dickste Matratzen von der sind. Und diese Strohbads werden wenigstens einmal im Jahr im Hof, wenn wir alle frisches Hoverstroh hatten, gut fast voll Hoverstroh geprammelt. Und dort wird dann weiter die Matratze für ein ganzes Jahr. Diese Matratze oder das große Strohsack hat an einer Seite in der Mitte eine karte Öffnung. Und wenn das daran fehlt, dann wird man angelangt mit der Hand und das Stroh ein bisschen abgelockert und gleichgeweilt. Und dann wird das wieder nie. In einem Bad merkt das keinen Unterschied, wo dick das nie vollgeprammelte Strohbad am Anfang war. Aber die Schlafbänken können mit den nie vollgeprammelten Strohbads für die erste Teil
oder für die ersten Nachten nicht zugedacht worden, weil diese Matratzen am Anfang zu dick wären. De Mütter in ihre grote Merkes gefällt das nicht, dass diese Strohbads oder Strohmatratzen dort immer weiter so stoffig wirken unter de Baden. Und wir wussten dort damals noch alle nicht, dass diese stoffige Strohmatratzen nicht sehr gut wären für diejenigen von uns, wo eine Allergieprobleme hatten. Meine Frühen und ich schleipen auch immer noch auf eine Strohmatratz oder auf einem Strohbad, so es wir dort nannten. But Weihnachten 1955, aus unserem Nober, seine Früh und meine Früh ihre Weihnachtsgeschenke schmacke neue Matratzen wären. Oder wären dort vielleicht gerade so sehr meine eigene und dem Nober seine eigene Weihnachtsgeschenke. Unsere Kinder aber haben auf ihre Strohbads geschlopen, was wir 1965 nach Manitoba getroffen wären. Dort Draschen verregnen. Wenn die Kompanien mit dem Draschen fertig wären, dann kämen die Vorder schwader Taub dort Draschen verregnen. Jeder Bauer wisst, wieviel Buschel sein Hover gegeben hat, und jeder Vorder wisst, wieviel der er selbst oder sein Jung oder Knecht als Korvenführer, Getreideführer, Utschäder oder Abriemer gearbeitet hat. Und dann wurden die Buschels Taub geteilt, die sie alle Taub gekriegt hatten. Und dann teilten sie Taub, wieviel Pesos die ganze Arbeit gekostet haben wird, wenn die Dornen betont worden muss, nur dem Preis für jeder Arbeitstag, so als sie den beim Draschen bereden gesagt hatten. Und dann rechneten sie aus, wieviel jeder Buschel an Arbeitslohn gekostet hat, und verrechneten dann noch, wieviel jeder Bauer seine Arbeit gekostet hat und wieviel seine Arbeiter ihre Arbeit wert wäre und so weiter. Wem seine Drascharbeit mehr verdient hat, als sein Port hohe Draschen gekostet hat, der muss so viel nachholen, was er sein volles Port bezahlt hat. Und wer mehr Arbeitslohn verdient hat, als sein Portdraschen an Arbeitslohn gekostet hat, der kriegt nur den gestalteten Preis, dat je Port von seiner Arbeit betont. Ich erinnere mich daran, dass wir, ich glaube nicht die Mädchen, aber die Jungs in unserer Schule so ein Draschen verrechnen auch lernen mussten. Uns Schullehrer hat Rechentafeln, wo wir einfach den Namen hatten, Draschrechnung oder auf Hochdeutsch Draschrechnung. Danach mussten wir Draschen verrechnen lernen. Hier müssen wir für das Mal wieder aufbrechen. Nächstes Mal noch mehr von unserem Abend anbringen, als wir in Mexiko abwassen. Und dann von unserem zu Weihnachten reden merken und Weihnachten feiern und so weiter. Was nächstes Mal.